Yu-Gi-Oh! Wird gesponsert von Yu-Gi-Ohs. Sie sind Yu-Gi-tastisch. Warte mal. Yu-Gi-tastisch? Ist das überhaupt ein Wort? So wissen die Kinder, dass die geil schmecken. Aber Yu-Gi-tastisch? Sollen die nach dem Yugi schmecken oder was? Yummy. Alter, ehrlich leid. Wie kommt sie auf so einen Schwachsinn eigentlich? Sag einfach den Satz, du Anfänger. Ja, von mir aus. Yu-Gi-Ohs! Sie sind anscheinend Yu-Gi-tastisch. So, wo ist jetzt mein Geld? Obwohl ich viel der Unterlegener bin in dem Turnier, reicht das glaube ich trotzdem, dass ich ins Finale komme, weil ich einfach ein Hauptcharakter bin. Ja, aber weil du eigentlich nur eine Stütze bist für den eigentlichen Hauptcharakter, wirst du aber nicht gewinnen. Ja. Lasst ihn. Er ist das erste Mal wichtig in einer Folge. Er ist halt nervös. Ma, ich freue mich schon auf meine Folge. Wird wohl nie passieren, oder? Denk einfach an das Wort Robo-Off. Gerade in solchen Zeiten vermisse ich echt meine Schwester. Wo sind wir, Joey? Wohin gehen wir, großer Bruder? Zum Strand. Das holt es doch, oder? Eigentlich waren die viel lieber daheim und da etwas zocken. Wir gehen dann zum Strand. Joey, du bist der beste Bruder der Welt. Vielleicht gewinnst du irgendwann einmal ein Kartenspielturnier und kannst mir Augenlicht retten. Entschuldige, Schwester, aber ich hab nichts verstehen können, weil die Stimme zu hoch eingestellt ist. Ich hab dich lieb, Joey. Na, das hab ich auch nicht verstanden. Können wir endlich heimgehen? Halt einfach die Pappen der Pleite funzen. Ich versprich's dir, Schwester, sobald ich das Preisgeld in der Tasche hab, kannst du dir einmal einen Logopäden leisten, damit's gescheit reden lernst. So wie ich. Du hast verloren, du Rehrbeitel. Jetzt gib mir deine Sternchips. Naja, weil es eh nur eine andere weibliche Person auf der Insel gibt, kann es nur Mai sein. Es ist unfair. Ich hab gedacht, wenn ich mich wie eine Biene anziehe, dann hätte ich gewinnen können. Ist das nicht ein bisschen unfair, dass man als erwachsene Frau mal und Kinder zum Kartenspiel herausfordert? Wow, Yugi, du hast so kleine Bratzen. Das mag ich bei Männern. Verschwind, du Ruhe, das ist meiner! Meine Dutteln fordern die zu einem Duell heraus. Samurai-Krieger Harry, greif den klügelnden Aerobic-Trainer an. Wart, Joey, in der Folge haben Monster, deren Land leben, einen Nachteil gegen fliegende Monster, ohne dass sie das irgendwie genau erklären werden, warum. Wie hast du die Monster bitte ohne hinzuschauen beschworen? Ich hab ASW. Wow. So genau wollte ich das nicht wissen. Was? Na, nicht PMS. ASW. Außersinnliche Wahrnehmung. Also bist du der Hellseher. Volltreffer und es ist kein Trick. Also denk nicht zu viel drüber nach. Warte mal, du hast alle deine Karten mit Parfüm eingestunken. Na, wie hat so einfach ein Depp wie du meine Aromastrategie durchschauen können? Gott sei Dank habe ich die Verkühlung von der letzten Folge nicht mehr, sonst hätte ich das nie gecheckt. Joey braucht der Hilfe, Yugi. Verwandel die in eine sexy Form. Da. Pubertät Power. Lass dich nicht von ihrer Depth ablenken, Joey. Du kannst sie besiegen. Ihre Karten haben eine bestimmte Schwäche. Und was für eine? Sie sind von 4Kids zensiert worden. Ja stimmt, mit der Information werde ich das Duell gewinnen. Los, zauberte Zeit! Tausendra, zerstör alle ihre Harpien gleichzeitig. Hat bei dem Turnier echt keiner Ahnung von den Spielregeln? Wie hab ich gegen so einen Anfänger verlieren können? Ja, das kommt euch außer, wenn's gegen den Hauptcharakter spielst. Bist selber schuld. Gut gemacht, Joey. Du hast dein erstes echtes Duell gewonnen. Aber denk dran, du bist gar nix ohne mich. Gar nix! Es lebt nicht Zensur!